Herzlich willkommen bei der Juli-Sendung von ADR Tele, die, wie keine Dänisch das sind, nicht am Fokus von der Covid-Krise steht. An heute Haupttiteln von dieser Sendung. Die Bürger schlecht gewisse Männer also verstärkt an ihre Grundfreiheiten einschränken, da das aus dem Premier Büttel signeriert zur Coronavirus-Situation vom Land auf Viergang, da der aus dagegen für das Konzept von mündischen Bürger refusiert alle neue Restriktionen am Privatbereich. Die flächendeckend Covid-19-Tester drohen dazu bei, dass viel mehr Leute am Land positiv auf den Virus getestet gehen. Sie waren daran erinnert, dass das Tester de facto nicht ganz fiabel sind und dass die grosse Majorität von den Infizierten überhaupt keine Symptome hat. Kein Grund zur Panik also. Wenn der Corona-Krise aus der Jugendschulmenschei am Land dramatisch geklommen, von 4 junge Leute am Land hat keinen geschafft. Am Interview eng betroffen, jung Frau. Maskepflicht an Aufstandsregeln sollen lo daheim bei mehr wie 20 Personen obligatorisch gehen. An einem Verstoß, der Fall gesagt, mit bis zu 500 € bestraft gehen. Die Rekommendationen am privaten Bereich sollen damit durch neue Restriktionen ersetzt gehen. Die Verhältnismäßigkeit in Relation mit der Gravität vom Coronavirus stimmt nicht. Das hat der Staatsrat als wie zum 4. Corona-Gesetz festgehalten, als sich den obligatorischen Einschränkungen am Privatbereich opposiert. Die Regierung hat darauf die Restriktionen müssen zurückziehen. Und das soll auch so bleiben. Fordern neben der ADR auch so manche Bürger am Land. Wie stehen eigentlich die Leute zu neuen möglichen Restriktionen daheim, wenn es dem Coronavirus oder auch der Maskepflicht müssen die Leute hier im Stadt am Markt wohl befragt? Ich fand das aber gut, wie du aus. Ja. Also privat keine Restriktionen? Nee, ich ging das nicht nach an einem Platz. Am privaten Bereich so nicht ganz ehrlich, ja? Wenn ich eine Party mache mit 10 Leuten oder 16 Leuten, wie kann das kontrollieren, wenn ich meinen Bruder oder meine Familie oder meine Kinder rufe? Wie kann das kontrollieren? Und ich meine, auf meinem Terrain sind ich noch immer mehr. Auch da draußen gesehen ich Sachen so auf den Dächern, wenn ich muss da sitzen, Tisch Maske auf. Aber wenn ich aufstehe, die Toilette muss ich Maske abziehen. Ich freue mich, was tote sind dabei ist. So, ne? Aber ich so ganz ehrlich, im privaten Bereich, du hast keine mehr etwas zu sagen. Ob ich mit 18 daheim reden oder mit 21, aber wenn die Polizei und dir kennt, ich gebe gar keine los. Ne? Auch von also, privat als privat, du hast keine mehr etwas zu sagen. Aber mit der Familie da kann ich ja nicht viel Distanz. Also ich meine, sind sie aber mal gern zusammen und kontrolliert. Aber das ist immer das ist ganz gut, ja? Kontrolliert. Wie gesagt, von allen Menschen und allem ein bisschen hält, das ist nicht so gut kein Problem. Am Prinzip ist es immer schwierig für engem seine persönliche Freiheiten anzuschränken. Ja, das ist auf jeden Fall. Das fand ich auch nicht gut. Nee, ich fand das ja. Also, Vertrauen muss schon an die Bürger kommen, Vertrauen. Also ich meine, es gibt so eine Majorität, die passt schon noch. Das ist keine Restriktionen neuer von der Regierung. Nee. Ja, an einem Krieg, da gehen wir ja auch bombardiert. An der Teil sind ungefähr chemische Krieg. Also wir müssen uns drin halten, für das wir nicht drin erfahren. Aber wenn sich nicht drin hält, aber für was muss ich das nicht und den Dummen, den Masken und den anderen nicht? An der Chambre hat der Premier Xavier Bettel signaliert zur Lage von der Corona-Situation darüber gepocht, für die Leute den bösen Fanger zu weisen, was sie sich nicht und Regeln halten. Es gibt nicht mehr Sicherheit daheim wie draußen, wenn sie sich nicht und Regeln hält. Weil das die Situationen, die derapieren, sind die, wo ich noch einkehr meint, dass die Regeln für die anderen sind und nicht mehr für sich selber. Das ist essentiell, dass sich und Regeln gehalten wird. Das gilt auch für den Alltag. Tun du von einer Maske gehört hat zu unserem Alltag. Dass wir die Distanz nicht können angehalten gehen. Am öffentlichen Transport will ich wiederholen, dass Masken obligatorisch sind. Dass am Kommerz Masken obligatorisch sind. Den Herr Bettel hat sich wiederholt, was an den letzten Moment geschieht ist. Wir haben nicht aber etwas gesagt, was wichtig ist, und das ist, dass die Regierung hat hier gesagt, nicht will das ganze Land bestrafen, weil ein paar Einzelne sich nicht und Regeln halten. Aber leider ist aber genau das, was die Regierung möchte. Wir wissen, dass ein paar Gruppen am Land sich leider unvorsichtig verhalten im Kontext von der Covid-Krise. Und lo geht es so, dass das neue Gesetz, das die Regierung will präsentieren, aber immer ein Angriff an die Privatsphäre der Leute ist.
Das geht zu weit. Wir als ADR, wir müssen verdedigen, dass Leute privat herhalen, dass der Staat nicht alles auch bei den Leuten daheim will dirigieren. Das geht in einer akuten Situation, das geht aber wirklich definitiv nicht mehr. Aber wir müssen hoffen, dass doch der Staatsrat das gesagt und sich durchgehend wird, dass die Regierung weiter will an Privatleben von den Leuten ergreifen. Mit viel Tamtam war am Fondiert vom Staatsminister über die Corona-Krise angekündigt gehen. Die Erwartungen waren groß, und so groß wie die Erwartungen waren, so groß als die Enttäuschung, weil der Staatsminister praktisch nichts Neues an der 3-4 Stunden, wo geschwärzt wird, gesagt hat. Es war eine Aufzählung von dem, was geschieht ist, mit kein Resultat und keine Perspektiven, die präsentiert werden. Jeder kann sich daran erinnern, wie die Krise zugegangen ist, weil sowohl der Staatsminister wie der Finanzminister gesagt, dass die Finanzen gesund wären. Die Finanzen, die für keine Rolle spielen, es kann kosten, was es will, wir machen das. Wir als ADR haben von Anfang an gesagt, ja, wir müssen das Geld zur Verfügung stellen, was wir brauchen, für durch die Krise zu kommen, für auch die Ökonomie zu relancieren. Wir haben von Anfang an gesagt, dass die Staatsfinanzen nicht gesund wären. Und dann fangen sowohl der Staatsminister wie der Pierre Gramegna den Mund viel zu viel vollgeholt, wenn sie das gesagt haben. Und dann halt paar Meter noch stellen wir das schon fest. Ich meine, der Staat ist in der Zwischenzeit schon 2,5 Milliarden Löhne gegangen, die sich schon fort. Das Staatsbudget war nur in den 4 ersten Monaten 3,3 Milliarden für das Jahr schon am Defizit. Am Juni hat der Staat sogar ein linde Kredit abholen von 350 Millionen für über 6 Monate. Wie wir hat können, die Staatsbeamten Gehälter an Pensionen auszubezahlen. Das beweist, dass Staatsfinanzen nicht gesund sind. Es sind keine Liquiditäten mehr da. Und wir werden uns das Jahr massiv weiter verschulden, sodass wir am Ende des Jahres bei 30% oder liegt vielleicht sogar über 30% vom Bruttoinlandsprodukt liegen. Und das hat Konsequenzen auf den AAA von unserem Land, wenn es über 30% Schulden hat als Staat, als das eben die Kriterien der Rating Agencies mit berücksichtigen. Weil Lützeburg soll sein AAA verlieren, als das ganz schlechte Finanzplatz und dann aber dummer dafür die Kompetitivität von unserem Land. Die Regierung muss also Maßnahmen holen, für die Schulden zu kontrollieren. An der Hinsicht war ein zentraler, wichtiger Punkt, dass das Land in der Bitte haut nicht gesagt, dass ein Graf Lakün gewesen. Wenns solide Bedenken an Sachen Datenschutz an noch dem Schutz vun der Privatsphäre bleibt der resolut géint d'Affairen vun enger sogenannten Tracing-App. E méigschen Skandal ass dann, dat CSV-Deputéiert Vivian Reding méigerweis Lobbyerbecht fir eng Firma mischt, die so eng App entwickelt huet. Schon 2009 huet der ADR an ihrem Weltprogramm festgehalten, die ADR spricht sich gegen den totalen Überwachungsstaat aus, sowie die Anhäufung von biometrischen Daten, gegen Online-Überwachung, gegen Speicherung von Daten und so weiter. Der Wert der Privatsphäre muss wieder als höchstes Gut geachtet werden. Dazu stimme ich auch hautnah, auch am Kontext von Corona zu 100%. Der honorable Kollegin Vivian Reding will ich frei um Benjamin Franklin sagen, den Freiheit opgëtt für Sicherheit oder in diesem Fall Gefühl für Sicherheit, die verleiert ein beides. Wir sind also erschreckt über die Ferveur mit der Hai als Kollege von der CSV, die von so einer App verdedigen. Vielleicht ist es dem Fakt geschuldet, dass Madame Reding Memberas am Verwaltungsrat von AquaG wird, die für kurzem eine Firma abgekauft hat, Innovelan, die ihrerseits E-Health Software developiert. Und ich will haut nicht an der Haut, sie leider sitzen sie nicht da, vom Gilles Roth und vom Laurent Moser, die sich hier an diesem Haus verwendet, mit größtem Ersetzen, für den Respekt von Datenschutz. Wie müssen die sich haut fehlen bei dieser Präsentation? Sie alle sonnigen Premierminister, merci. Mir haut hun ich hart am deutlich Trebien gesucht, zu singen kritischere Marken über das App, die ich zu 100% teilen. Den Trebien kommt aus ganzem Herz. Es ist froh, dass sich Heinz bei der DP nach guten, stärker Recht vor liberalem Geist weist. Und ich so nicht ganz einfach, merci.
Der 17.4. Herr Bëttel, der 17.4. huet mein Freund Fernand Karteiser hai eng Motion präsentiert, die aber leider Gottes mat van Beschrichterinne ja 53 gegen 6 Stimmen aufgeschmettert gouf, also auch von Ehren DP-Deputéiert, wat man wirklich schlecht gedoen huet, an der mir klipp erklort die EU-Kommission opgefordert hun, all Initiativ a Richtung vu einer Tracing App opzugehen. Et geht eis um den Schutz vor Privatsphäre, der Respekt vor Bewegungs- und Versammlungsfreiheit, vor Konfidentialität auch. Weil geht kein U wie bei mir daheim ist. Der Respekt vom Sekret medikal, nicht Stigmatisierung an Diskriminierung von kranken Leuten. Für uns also eine App ein Schritt, ein klarer Schritt an einen totalitären Überwachungsstaat, den wir nicht machen mehr. Ich bin eng froh und den Xavier Bëttel, wegen sie dir Gefahr, wenn so eine App angefordert geben, durch Hacking, sie wird durch fremde Staaten oder sie wird durch Firmen, die kommerziell Interessen haben. Mehr als RDR jedenfalls werden als vehement mit allen als zur Verfügung stehenden Mitteln gegen so eine App wehren. Wie der Kollege Guy Arendt ganz richtig gesagt hat, sind an Deutschland nicht einmal 20% der Bürger, die so eine Spionage-App benutzen. An hier riskieren wir genau denselben Effekt pervers wie den von dem am Mengen nach immer unsägliche Gesetz über Zwangserweisung und Zwangsquarantäne. Nämlich, weil ich riskiere, dass meine Freunde und meine Familie so eine Mesure müssen erleiden, lasse ich mich nicht testen. Ich habe das hier angekündigt, an der Realität gibt mir recht, genau da wenn's sind so wenig Leute, die sich testen lassen, in fine. Und hier ist genau dasselbe, die App hier wird von einer Majorität von Leuten, weil die Majorität vom Volk sie kein Schof, nicht benutzt gehen, aber wir als RDR rufen, wenn das nötig ist, zum Boykott von so einer Sache. Ob ist so nicht mehr. Die flächendeckend Tester hun hai am Land zo gefauerert, dat sech die lächt wochen viel mehr Leute op de COVID-19 testelose wie fir Drun, do man da klemmt logischerweise auch 12 vun de positiv Infizierten. Op RTL gëtt dat reisere Sturgestalt, an 3 Wochen huet sich 12 vun den Infektionen am Land verzengfacht. Die Großmajoritéit vun der huet awer keng bis wéineg Symptome. Iwerdems den deitsche Gesundheitsminister Jens Spahn rezent doch nach Drun erinnert huet, dat et ein gräser Fehlercode bei den PCR-Tester gëtt, huet ihn an dieser von der Regierung wenig bis gut nicht hören. Hier am Land schenkt die Regierung am Anfang die Situation lieber zu dramatisieren. Oder, das fragen wir nur den RDR-Präsident Jean Schoss. Ja, das ist effektiv so, dass wir im Moment hier am Land ganz viele PCR-Tester machen. Wir haben, wenn wir Zahlen gucken, am Schnitt bald 10.000 Tester am Tag. Logisch, dass wir dann noch mehr positiver fahren. Dazu können dass man in der letzter Zeit ein paar Evenementer hatten, wo anscheinend sich viele Leute umgestacht haben. Die Leute sind natürlich auch kontaktiert gehen, und die Leute sind auch wahrscheinlich dünner getestet gehen. Und die Logik will, dass ich dann automatisch möwe gehen, was andere Länder nicht so machen und noch nicht so tun. Aufgesehen davon haben wir auch das Problem hier am Land, dass Zahlen nicht ganz am Detail publiziert gehen. An andere Länder kann ich klar nachvollziehen, Erwartungen Regionen oder sogar Erwartungen Städte zu Clustern ausbrechen. Hier zu Lützeburg geht ganz das Land an eine Art Schutzhaft von der Regierung geholt, für dann einen gewissen Druck auszuüben. Ja, du hast auch ersichtlich an den Statistiken Leute mit Symptomen an ohne Symptome zum Teil, was wir auch nicht tun. Nein, also zumindest aus dem Publikum keine Statistik bekannt, wo ihr gesagt, ob die Leute, die 50 dann zum Beispiel positiv getestet Leute mit Symptomen positiv getestet sind oder ob sie nicht mehr getestet sind und als Träger vom Virus positiv abgefallen sind. Auch da möchte ich einen großen Unterschied. Ja, bei den Tester schenkt die Regierung ein bisschen chaotisch viel zu gehen, auch was die Invitationen angeht. Schätze doch zum von den medizinischen Berufen. Also, das ist relativ auffällig, dass gesagt wird, dass die medizinischen Berufe mit DAX regelmäßig kontrolliert gehen. Da fällt es aber auf, dass es an diesen Berufen Leute gibt, die bis heute noch nicht gerufen sind. Und umgekehrt gibt es Leute,
die schon 3-mal gerufen gesehen geleit, die hatten die erste Invitation knapp skript und sie die nächste schon nur geschickt kriegt, so dass am Endeffekt derselben Tag hätten sich mal 2 verschiedene Quoten 2-mal testen lassen können. Also du also auch nicht ganz verständlich und du wird vielleicht interessant, wenn das Gesundheitsminister engem Dummel sei Schlüssel oplege ging no watfänger Logik an op watfäng Adressfichier zu Mol, die Leiit do erfasst gi, weil ich den Andruck, dass ein ganz Reihe Leiit gönnet erfasst gesinn, an die do weint auch einfach durch all Rasteren durchfahren. An der Reihe Merci. Wir kommen Schwarzen wohl nach ein anderes wichtigen Thema und zwar die tausende fehlerhaften Atemschutzmasken, die Ugangs Juli aus den nationalen Covid-Zentren ein bisschen zurückgezogen. Du habt der schon am April die Regierung via parlamentarisch aufmerksam gemacht, dass das Schnellwarnsystem vom europäischen Verbraucherschutz für mangelhafte Masken aus China gewarnt hat, die Plötzlich geliefert gesehen. Die Regierung hat nicht, ob da der gelauscht hat, dann hat ein Wischiwaschi einfach muss ich so aufgeliefert. Hat die Regierung nicht mal besser, es gibt mir ob da der lauscht. Das sowieso, das kann ich als Parteipräsident nicht mehr unterstützen, aber los seriös. Das ist ganz klar, es musste nach ganz kurzer Zeit für die ganze Welt ganz viel Maske beschafft gehen. Und das natürlich auch immer Geschäftemacher sich drauf sitzen, ob den Zug an damit schlechter Qualität oder sogar mit mangelhafter Qualität etwas versichern, ob überhitzt an deine Masche zu bringen, das wäre ganz klar. Und es bleibt natürlich an der Obligation von einer verantwortungsvollen Regierung, das, was sie verdient, für drun, aber von einem unabhängigen Institut kontrollieren zu lassen, ob die Normen auch erfüllt gehen, die bei uns auf der Küste abgedrückt sind, weil wir wissen selber, wie einfach das ist, Plagiat zu machen, die bei weitem dem nicht entspricht. Und an der anderen Maskepflicht schon doch weiter der Wirtschaft am Land. Die Leute gehen einfach Männer abkaufen, Männer an den Restaurant. Müsste einfach auch mal definiert gehen, ob das obligatorisch Drohen von den Masken überhaupt noch sinnvoll ist. Also, das ist ein ganz schwerer Frage. Ich denke, da gibt ganz viele Experten, die verschiedenster Meinung dazu sind. Was ganz klar ist, an Deutschland basiert den sich zum größten Teil auf eine Etude, die zu Jena gemäht ging, als ein März, Zugangs April. Das heißt, just an der Fastfood die Infektion explodiert das, wo sie nur gewiesen haben, dass Drohe von der Masken an der Dauerphase effektiv eine Reduktion von 25% von den Infektionszahlen bietet im Vergleich zu anderen vergleichbaren Städten. Und das ist aber die einzige Etude, die eigentlich positiv dafür schwätzt. Wenn man guckt, mir ganz Länder wie Holland zum Beispiel, was ja mal da ist, zusammen am Benelux ist, die überhaupt keine Maskepflicht tun, an hier Zahlen gehen nicht am Verhältnis wie hier zu Lützeburg entlohnt. Das ist rein statistisch auf 100.000 Einwohner gerechnet. Und wir trotz einer Maskenpflicht im Moment mehr Neuinfektionen wie Holland ohne Maskenpflicht. Und wenn er an Holland geht, da sieht er, dass da aber gesellschaftlich-soziales Leben deutlich mehr ablehnt, wie es zum Beispiel hier stattfindet oder auch wie es in Deutschland stattfindet. Froh ist, ob man mit der Maskenpflicht insgesamt nicht langfristig mehr schützen, wie man Gutes machen. Aber wie gesagt, da sind Experten sich ja insgesamt europaweit, wenn nicht sogar weltweit, nicht eins, was das für Sinn auf den Zweck nicht. Merci dem Dr. Jean Schoß für all diese Explikationen. An Osteuropa sind Regierungen zum Teil ganz unterschiedlich mit der Covid-19-Krise umgegangen. Und noch ähnlich das wie hier am Land. Da tut der Lützeburger Staatsbürger live miterlebt, die war die letzten Monate an einer ganzen Reihe von diesen Ländern NRW und hat auch da müssen in Quarantäne gehen. Und da begrüßen ich hier den David Gavlik, den Jurist ist, an den mit Auto NRW war. Das war ja spannend. Was hast du alles erlebt? Effektiv, also Polen hatten hier grenzdicht gemacht an Hunden polnische Staatsbürger gelos. Das heißt, ausländische Bürger, die so wollten transitieren, wie zum Beispiel die Ukrainer von Deutschland rüber die Ukraine, die konnten nicht durchfahren. Weil ich dann eine Doppelnationalität und konnte das dann einfach machen. Und schon dann mussten, wie ich über Polen war, 14 Tage in Quarantäne gehen. Und das war relativ restriktiv gehandelt. Das heißt, du musst dann, ob der Proprietät, die in Uget, wo dann die 14 Tage bleibt, du musst effektiv bleiben, der will sein Fuß nicht auf die öffentliche Straße setzen, der will nicht zum Beispiel drecksgestoppten Trottoir rausbringen.
an die Poli ass effektiv all Dach lacht kom fir dat ze kontrolieren. Sie sogar op dem Dach 14 nach en Kier Schalle kom fir ze gucken, ob tatsächlich stand du hem wir an die Quarantän geif respektieren. An Albanien erlieft. Ja, Albanien, dat war noch ein Nummer méihéich eigentlich. Ich war do dann auch sur Platz mam Auto, wie de Lockdown ugefangen huet. An Albanien hunn se dat dann so gemacht am Ufang, dat se de ganzen Trafik supprimiert hun. Dat muss den sech mal firstellen, dat Hicht et gouf kein öffentlichen Transport, awer et gouf auch kein Privattransport. Dat Hicht sie hunn dann einfach gesot, et der wir net Auto fuhren, an Strosse waren dann effektiv Eiden, wo auslot natürlich Doktoren, Leute, die am Staatsdienst waren, die hatten dann natürlich Spezialautorisationen. Aber wie ich dann durch sur Platz war, und ich dann müssten effektiv dann auf Polizbüroen laufen, mit Spezialautorisationen aufrufen, für dürfen aus dem Land rauszufahren. Ich sind dann wirklich durch Eidelstraße gefahren. Okay, erstaunlich, dass ja am Anfang dass es war mehr restriktiv wie heute. Ich meine, das ist klar, du weißt auch, was ein bisschen heute zu Lützeburg gelaufen was. Lo stellt sich aber raus, lo hun se Restriktionen bei alle Guten opgehowen, kein Maskepflicht, kein Social Distancing, kannst du das Genau, das ist ganz interessant, wie das in Albanien aufgelaufen ist von ganz restriktiven Mesuren, die 2 bis 3 Monate gedauert haben, bis auf völlig Reouverture vom Land. Ich war rezent da, sind für Polisch rumgekommen. Das Land funktioniert wirklich ganz normal, so wie vor der Corona-Krise. Das heißt, die Leute sind an Restaurants, an den Baren ohne Masken. Es gesagt, ob der Straße bald gehen mit Masken, laufen vielleicht vereinzelt Leute, die das persönlich schon schwer machen. Aber das ist wirklich wie viel tun. Und was interessant ist, vielleicht auf dem Punkt zu sagen, ist, dass die albanische Regierung noch in einer gewissen Zeit, wie sie am Lockdown waren, aber auch die Sanktionen immens restriktiv waren, das heißt, auch den drakonischen Strafen oberlöscht, Leute, die ohne Autorisation beim Auto gefahren sind, konnten den Führerschein für 3 Monate aufgeholt, ein Auto konfiskiert. Und irgendwann hat die albanische Regierung gesagt, wir machen eine Generalamnestie an all die Leute, die biselo penalisiert, sanktioniert wurden, kriegen entweder hier Strafe entlos, wenn sie noch nicht bezahlt haben, oder sie kriegen hier Suen, respektive ihren Auto zurück. Schiedverein. Und ich meine, das ist auch wichtig an dem Sinn, dass die Mesuren dafür gegolten, für die Gesellschaft an einer gewissen Sinn zu disziplinieren. Die Mesuren sollen nicht an dem Sinn da sein, dass der Staat hier seine Bürger beklaut. Und nur 3 Monate hat die albanische Regierung dann effektiv gesagt, wir haben uns Leute lang genug edukiert, lo müssen sie ihre Responsabilität selber holen. Und interessant ist ja auch, dass so wie immer das gefragt wird von der Regierung, auch im Fall, wenn alles normal läuft, 12 von den positiv Infizierten aber nicht explodiert, das einerseits und zweitens auch von den ganz vielen Leuten, wo auch in Polen ist, der da lebt, von denen, die positiv getestet sind, am Anfang ganz wenig Leute wirklich Symptome haben. Eine Majorität statistisch erfährst auch in Polen, du kannst es als vielleicht darüber erzählen. Also ich kann da nur nicht präzise sagen, wie die Situation an den Ländern, an den Kliniken ausgesehen, weil ich eben das nicht gesehen habe. Ja, in der Region, wo du warst. Voilà, aber was mir aber aufgefallen ist an den 2 Ländern, ist, dass die Gesellschaft ganz normal funktioniert. Und ich kann auch persönlich keinen von den 2 Ländern, den irgendwie infiziert ist. Und was auch interessant ist, ist die Region, wo ich war, Polen, das ist die Region von Südpolen, Katowice, Schlesien an den Tag. Und da waren viele Minenarbeiter, die positiv getestet wurden. Davon, das muss ich sich mal vorstellen, waren aber über 80% asymptomatisch. Asymptomatisch, das heißt, gar keine Symptome gewesen, auch kein Schnapp, kein Kribbeln am Hals. Und du musst ihn dann auch natürlich am Respekt von den Leuten, die natürlich schon der Krankheit mehr schwer erkrankt sind, sie auch Leute, die drunter oder mit dem Virus gestorben sind, muss er sich aber auch vorstellen, ob es vielleicht doch nicht ein gewisser politische Willen haben und für aber die Leute weiter wollen Panik zu verbreiten, weil einfach auch muss er sich vorstellen, auch vielleicht über die Qualität von den Tester. Wie sind die Tester wirklich dann so repräsentativ, weil Leute permanent positiv getestet sind, die gar keine Symptome haben? André, merci für diese Explikation. Ich sage dir auch vielmals merci.
De Jugendchomage vun de 16 bis 25-jährigen Hai am Land ass am Frio explodéiert an ass op 25% opgangen. Laut Eurostat huet Lützeburg no Spurien a Griechenland den hechten To beim Jugendchomage an Europa. DDR fuhr dat Regierung op, fir den akute Chomageproblem bei den Jonken endlech entgéint ze wirken. An no proposeere mégen Interview vun der Adrenalin der Jonke ADR, wo eng betraffe Jungfrau Stellung hëlt. Willkommen hier im Studio. Mein Name ist Kevin. Wir sind von der Junke ADR. Wir machen ein Interview mit Xenia. Xenia, du bist seit einer geraumer Zeit nur in einer Sicht länger Arbeit. Ja, richtig. Leider bist du ja am Chômage. Ich gehe mal davon aus, dass du während der ganzen Corona-Krise auf Arbeit warst. Was war dann nicht möglich? Es war möglich, es war schwer. Viele Patronen haben nicht auf Kandidaturen geantwortet. Dadam huet net geantwort, wann en Problem oder eng froh hat. Et war net so ganz evident. Wie dat net perélech ganz gesinn Patron huet dat an west iwwer Videokonferenz geklappt? Bei verschiedene Patronen hat het geklappt mat Videokonferenz, die hatten dat den Ugeburden als provisorisch Lesung. Aber es hat Gott sei Dank d'Equipement an Programmer. Ich kann mir vorstellen, dass dat fir Munschleut net so machbar war. Was war dann die Mann gute Experience, die du bei der ganzen Sache gemacht hast? Meine Mann gute Experience war echt dat, dass es nicht machbar war, um zuständige Leute zu kommen, zum Beispiel von der Adam, von den Obemol Modkrit, dass ein Kontrakt geschrieben ist, den eigentlich nicht unterschrieben gouf oder vom Patron gewusst gouf. Und ja, wie soll ich so, wenn ihn noch so jung ist, dann weiß ich oft nicht, wie in so Situationen soll richtig reagieren. Und also, da sind dann ein bisschen verloren. Was hältst du dann nicht von der ganzen, von der enormen 12 von Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen? Also wenn ich bedenke, wir sind ja mittlerweile bei 25% von der jugendlichen Arbeitslosigkeit. Wenn ich das vergleiche mit zum Beispiel Griechenland oder Spanien, die im Moment auf Top 1 und 2 sind, fand ich eigentlich immens schockierend, da wir bei weitem bessere Wirtschaft haben. Da fand ich das ein bisschen traurig. Mein letzte Frage dann, wie gesagt, dann nur den Ablockerungen aus. Wird sich die ganze Sache verbessert? Es hat sich verbessert. Es sind noch definitiv viele Sachen, die sich noch bessern können. Ich denke, dass bei jeder Vereinigung noch ein bisschen Chaos und noch nicht richtig gewusst, wie alles soll weitergehen. Aber ich denke, das könnte schon. Gut. Es ist dann merci für das Interview. Merci, dass du hier warst. Und ich wünsche dir für die Zukunft natürlich auch viel Glück und viel Erfolg. Merci gleichfalls. Nief dem öffentlichen Transport ass jo den Adapto gratis ginn. Elere Leider Personen mat enger Behinderung, die schro Mobilitätsprobleme hunno, huet sech de fir sie ganz wichtesche Service weiter verschlechtert, och lo am Lauf vun der Corona-Krise. Dat seet eng betraffe Fra, die se schon an eiser Märzsendung iwwer Missstände beim Adapto beklot hat. Langwerdezeiten beim Bestelle vun enger Fahrt vum Adaptobus sinn em E-Beispiel. De Mobilitätsminister schenkt dem no Buckel vun de betroffene Leiit ze spuren. Die länger zählt Mam Nadia Minuti geheiert zu den über 100.000 Menschen am Land, die no und der Armutsgrenz leben. Die Frau aus dem Minet hat an einer Februarsendung op ihre Prekärsituation aufmerksam gemacht. Aktuell sicht sie dringend eng neue Wohnung für sie an ihr 2 Kanner. Die Frau kann auch nachweisen, dass sie ihre Loyer von bislo immer regelmäßig überwiesen wird. Wann die App es wisst, dann melde ich bei uns. Et hat se schon ugedeit, an lo as leider konkret ginn, vun den beleefsten a kompetenzste Politiker vum Land geht am Oktober an Pensionioun. Oni d Gast Giberien géwet haut keng alternativdemokratisch Reformpartei, soviel steht fest. Schon 31 Joer lang ass den aktuelle Fraktionspräsident Süddeputéierten an der Chamber an huet sech mat vollem Herz fir Landerleit agesät. Rednerpult huet de joviale Politiker dacks keeblärt fir run de Mund geholl, se engagéiert Optreden as eng langjährige Erfahrung hun dazu beigedrohen, dat hier bis haut vun den besten an noch gefährtste Redner an der Chamber ass. Och vun dieser Platz aus wünsche mir dem Gast viel Fred, a weit eng gut Gesundheit aus engem nächste Lebensaufschnitt. Den Doyen vom Parlament lässt dann noch mat diesem Schritt segem Nachfolger Fred Keup genug Zeit für sich für den nächsten Wahlen anzuschaffen. Dat wäret gewircht fir das Juli-Edition vun ADR Tele. Merci, dat ihr mat dabei wart. Am Sommer machen wir eng Paus mat dieser Sendung. So lang könnt ihr euch fir gewinnt Internet op RDRLU oder bei unserer Facebook-Seite suivieren.
Bleibt gesund, als sie am Hircht bei einer neuer Emission nes mat dabei. Adi!